freue mich von dir hier bei Ihnen zu sein. Und was mitteilen, was das Wort Gottes uns sagt, wir haben wirklich davon gehört, dass Menschen glauben an Gott. Und dass ja viele Menschen, die an Gott glauben, aber ich will von dir davon reden, glauben Gott. Nicht glauben an Gott, sondern glauben Gott. Und ich habe mehrere Punkte abgeteilt. Und eigentlich ist Gott ist das, was sagt, was ist. Und zweitens, Gott kann dort tun, was sagt, was tun kann. Und drittens, du bist das, was Gott sagt, was du bist. Und viertens, als ich stehe nach dem, was ich stehe mir auch gedacht, Christus. Und fünftens, das Wort Gottes als Leben und aktiv in mir. So, wenn wir an Gott leben, erstens müssen wir das verstehen und leben und weiter. Gott ist das, was sagt, was ist. Wenn Gott sagt, dass der Allmächtige ist, dann ist dort. Wenn Gott sagt, dass auf seinen Sehen geschickt, auf diese Welt um die mit herade, dann ist das so. Wenn Gott sagt, dass uns das ewige Leben schenkt, dann ist das so. Und wenn Gott sagt, dass wir sind sie nicht kennen, dann sind wir sie nicht kennen, dann ist das so dort. Und das sagt uns in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14, und Gott sagt zu Mose, ich sehe, und er sagt, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich sehe, hat mich nur jüngst geschickt. Ich sehe. Und dort ist uns Gott. Und er sagt, ich sehe das, was der Macht hat. Gott hat Macht und er ist der allmächtige Gott. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 17, Vers 1, da sagt dort, aus Abraham 99 Jahre alt wir, hat eine Begegnung, eine Erfahrung mit dem Herrn. Und da sagt ihm, ich sehe Gott, der alle Macht hat. Dort sagt Gott zu Abraham, als er 99 Jahre alt wir. Dort sagt uns im Psalm 100, Vers 3, denkt daran, dass der Herr Gott ist, er ist das, was uns gemerkt hat, und nicht wie selbst. Wir sind der Sinne in seinem Schub und auf seine Welt. So, er sagt, er ist der Herr, nicht wie. Er hat uns gemerkt, nicht wie uns selbst. Gott ist das, was uns gemerkt hat. Dort sagt uns im Psalm 14, Vers 1, der Nore sei, du bist kein Gott. Und der Mensch hat gesagt, du bist kein Gott, das sind Nore. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und das sagt uns so viel, dass die Menschen weiter von Gott, die Menschen glauben an Gott, aber die glauben nicht Gott. Die glauben, dass es einen Gott gibt, der eins war, aber nur Gott seine Vorschriften im Wort Gottes leben und handeln, das sind zwei verschiedenste Sachen. Wenn Gott nicht mehr so stark ist in die Leben als wir, dann meint das so viel, dass der Feind als Jater geworden in die. Wenn der Feind Jater wird in uns, dann fangen wir an, Tritt zu gehen im Lebensleben. Und wenn Gott anfängt, der Jater zu werden in uns, dann muss der Feind Tritt gehen. Und dort ist ein ständiger Kampf zwischen Feind und Gott, was in uns ist. Wir haben einen ständigen Kampf zu kämpfen. Und wir müssen auf Gott checken und Gott wird uns die Kraft geben, was wir brauchen, da durchtun. Gott ist viel größer und stärker, als wir uns das vorstellen können, oder als wir wirklich leben. Das sagt uns in Matthäus Kapitel 16, Vers 13, was sei die Menschen, wer ich sie? So Gott ist das, was sagt, was ist. Und was sei die Menschen, was ich sie? Das fragt Jesus seine Jünger. Simon Peter sagt, Antwort an und sagt, du bist der Christus, dem lebenden Gott sind sehen. So sagt er in Matthäus Kapitel 16, Vers 16. Du bist den lebenden Gott sind sehen. Das ist, was Simon Petrus sagt. Aber was sagst du? Wer ist Gott für dich? Läufst du Gott? Läufst du an Gott? Läufst du sein Wort? Handelst du nur sein Wort? Wer ist Gott für uns? Wer ist Gott, wenn wir lesen von Simon Petrus? Simon Petrus sagt, du bist den lebenden Gott sind sehen. Du bist gleich eins, wem sind sehen. Du bist gleich eins, ein Gott sind sehen. Du bist den lebenden Gott sind sehen. Und an diesen lebenden Gott glaube du und ich. Check im Glaube nur Gott und folgt diesen Gott nur. Gott ist das, was sagt, was ist. Und Gott kann dort tun, was sagt, was tun kann.
Nicht, was wir leben oder was wir uns vorstellen, was er tun kann, sondern was er sagt, was er tun kann, dort kann er tun. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott kann tun, was er sagt, was er tun kann, dann können wir ein Wunder bauen. Dann können wir ein Wunder leben. Dann können wir Gott noch was fragen und Gott das Wunder. Und dort hat er gesagt, und wenn er gesagt hat, dann das hört so. Und was sagt uns in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, dass das allmählich Gott gefallen ohne Glaube. Wenn wir Gott gefallen wollen und Gott gefallen leben wollen, dann müssen wir an ihm glauben. Ohne Glaube ist das ganz allmählich Gott zu gefallen. Und das sagt uns in Römer Kapitel 4, Vers 18, Abraham hat Hoffnung, wenn ich all nichts mehr zu hoffen wir. Abraham hat eine Hoffnung, da wir nichts mehr zu hoffen. Erstens mal, nur das Land, was er gewohnt hat, und zweitens, dass Gott ihm gesagt hat, oder der Ent gesagt hat, dass sie würde ein Kind kriegen, sie würde ein Baby haben, da wird keine Hoffnung nicht mehr für ihn, nicht für Armut, nicht für er. Und Abraham hofft trotzdem, wenn ich alle nichts mehr zu hoffen wir. Wie hat das gesagt, dort, wenn ein Mensch krank ist, besonders wenn der einige beste Sortkrankheiten hat, wenn das trifft ist, dann haben wir der Fuß und den Strich gemerkt und da schrieb er dann nur ja, dort. Du hast keine Hoffnung mehr für den. Wenn ein Mensch schläft hat, dann ist dort ein hoffnungsloser Fall, dann ist da bloß noch aufzuwarten, was der Mensch sterben wird. So denkt wir und so reagieren wir, wenn wir dort hier denken, dass der Mensch schläft hat. Aber Abraham hat Hoffnung, wenn er keine Hoffnung nicht mehr wie. Solange der Mensch lebt, ist Hoffnung für den Mensch. Nicht bloß gesund zu werden, sondern auch für die Menschen, was Jesus Christus nicht im Hort hat, solange der Leben ist eine Hoffnung, dass die kann selig werden. Dass die kann das ewige Leben von Jesus Christus kriegen. Dass die kann Sündevergebung kriegen und Jesus Christus annehmen als seinen persönlichen Herrn und Retter. In Daniel Kapitel 3, Vers 17 sagt dort, dem Gott, was wie deine, kann dort deine, was er will, er haft Macht. Dort sagt Daniel, euer sei wurde in dem Ofen angeschmiert, dass sie sollen verbrannt werden. Und wenn wir seine Daniel, der vertraut auf Gott, dem Gott, was wie deine, nicht einen Gott, nicht dem Gott, was der Babylonier deine deute, sondern dem Gott, was wie deine. Wir sind Menschen, was Jesus Christus noch fallen deine. Jesus Christus ist uns Herr, uns Gott, wir fallen ihm noch in diesen Herrn, dem dein wie, und er sagt, dem Herrn, was wie deine, dem Gott, was wie deine, der hat alle Macht. Und du und ich in Jesus Christus, wir haben Kraft von Jesus Christus gekriegt. Und wir können auf Wunder vertrauen, wir können auf Wunder glauben, aber hinter den Wunder nicht durch ihnen anglauben. Wir sind sehr Völker, dort verhindern, dass Gott gar nicht welche kann. Das sagt uns in Jakobus Kapitel 1, Vers 6, wenn wir Zweifel tun, dann können wir nichts von Gott erwarten, dann wird Gott nicht tun. Wenn wir Leben tun, dann wird er das tun. Und das sagt uns in Matthäus Kapitel 9, Vers 29, dann schied Jesus die Ehe an und sagt, das soll krank so werden, als je gelebt hat. Jesus schied die Ehe an, aber das wird nicht passieren, wenn sie nicht für dich leben. Jesus schied die Ehe an und sagt, krank so soll es passieren, als je gelebt hat. Sie glaubte, sie glaubte, dass das Leben der Gott, Jesus Christus, die Ehe anschieden hat und dass sie wieder sein wurde. Und er sagt, krank so je gelebt hat, so soll es passieren. Und das sagt uns in Jesaja Kapitel 9, Vers 6, dass Gott ist ein wundervoller Gott. Wenn das sagt, das ist ein wundervoller Gott, dann meint das ist ein Gott voll Wunder. Heute hat viele Wunder, dort hier von der Smais Best ist ein Wunder. Für viele Menschen ist das selbstverständlich, aber check mal diesen Weg, was hier vorne ist, bei dir, wie viel hier vorne wie steht gesagt. Das weißt du euch, das weiß ich nicht, das weiß keiner nicht, aber Gott weiß ganz genau, wo er uns geführt hat. Und das Leben der Gott ist ein Gott, was viele, viele Wunder tut. Und Gott ist da, was er sagt, was er ist. Gott kann dort tun, was er sagt, was er tun kann. Du bist da, was Gott sagt, was du bist. Und da habe ich ein bisschen Trouble mit. Dass wir nicht leben, dass wir dort sind, was Gott sagt, was wir sind. Wir leben dort, dass wir dort sind, was die Menschen sagen, was wir sind. Amen. Wir leben nicht dort, wie dort sind, was Gott sagt, was wir sind.
Wir leben dort, was die Menschen sagen, was wir sind. Und dann sind wir im Trouble, wenn wir erst anfangen an zu leben. Wer sie ich? Wie macht das mit eurer Frau? Wer sie ich in Wirklichkeit? Ja, meine Nummer ist mit viel Klose. So steht ich auf dem Zettel Buch, dass ich mit viel Klose sie, dass ich am 17. Juni 1962 geboren sie im Chaco, Paraguay. Aber sagt dort alles? Dort ist dort, was ich sehe? Nein, dort ist nicht dort, was ich sehe. Dort ist meine Nummer, dort ist meine Identität. Aber wer sie ich in Wirklichkeit? Mose früh Gott, in 2. Mose Kapitel 4, Vers 11 sagt dort, Mose sagte Gott, wer sie ich, dort ich noch kann ich gehen soll, in der Israeliten in Ägypten rüttbringen. Wer sie ich? Fragt Mose Gott. Mose hat sich leicht angeschaut, denn er lebt nicht dort, er dort deuten können, wird Gott am Anstelle deut. Und wie muss er dort leben, dort wir dort sind, was Gott sagt, was wir sind. Nicht, was die Menschen sagen, was wir sind, sondern dort, was Gott sagt, wer du bist. Wenn Jesus Christus sagt, du bist sein Kind, dann bist du dort. So sagt uns dort in Johannes Kapitel 1, Vers 12, der Ganze, was am Abnehmen deutet und am Amtleute, der Jäfer dort trägt und der macht, Gott seine Kinder zu senden. So, wenn er sagt, dass wir seine Kinder sind, dann sind wir dort. Wir sind nicht bloß Kanadier oder Paraguayer oder Mexikaner, wir sind Himmelsbürger. Und davon verliert wir Volk. Wir leben Volk, wir sind Weltbürger. In Wirklichkeit, wir sind Himmelsbürger und wir sind auf dem Weg im Himmel. Und während wir auf dem Weg sind im Himmel, weil wir so vieles Menschen mitnehmen im Himmel. Wir wollen so vieles Menschen anladen, dass sie durch Hand kommen, wo Jesus Christus ist. Wenn es heute sagt, ich gehe um vor, dann steht Leute mir, und ich will haben, dass die durch sind, wo ich sie. Er will uns durch haben, wo er ist. Und er hat dort alle Regeln für uns. Wer sie ich? Nur dem, als ich Jesus Christus annehmen deut, als meinen persönlichen Herrn und Rater. Wer sie ich? Nur dem. Ich bin vorher einer, und nachher sehe ich eine andere Person. Wenn es so sagt, uns dort in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17, dass das alles nie war, das ist eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur ist so eine, was von Binnen ganz umgemodelt worden ist. Was nie gemerkt worden ist von Binnen. Und das ist, was wir sind, nur dem, als wir Jesus Christus angenommen haben. Wir sind begnadigte Sünder. Und das ist, was wir sind in Jesus Christus. Das sagt uns in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, ich will sagen, Gott uns läuft, dort wie Gott seine Kinder genannt wurde, und wir sind dort wirklich. Er sagt, wir sind dort wirklich. So soll ja auf Gott uns geläuft, dort hat uns seine Kinder genannt, und er sagt, und wir sind dort wirklich. Dort ist gar nicht bloß ein Wort, dort ist gar nicht bloß eins, wo eine Welt gesagt, dort ist eine Wirklichkeit. Dort ist hier von der Ferien Stunde, dort ist eine Wirklichkeit. Dort du eine Bank sagte, dort ist eine Wirklichkeit. Da kann keiner verstreiten, und dort wie Gott seine Kinder sind, dort ist eine Wirklichkeit. Wir sind wirklich Gott seine Kinder. Wenn es Wort, wenn es heute dort gesagt hat, wenn es heute uns angenommen hat, und wir haben Buße getan über unsere Sünde, und er hat uns angenommen als seine Kinder. Nur Epheser Kapitel 1 von 3 bis 8, sagt wie erstens, wir sind gesegnet. Dadurch, dass Jesus Christus uns das ewige Leben geschenkt hat, wir sind gesegnete Menschen. Wie viele sind wir unzufrieden? Wie viele haben wir gesagt, was ich sagte? Nur ich finde von der Jüppchen, ich sehe von der nicht sehr gut gelohnt, mir von der nicht sehr schön, und ich kenne ja Grenzen von der Bläsram, und die Arbeit steht durchstoppelt von der ordentlichen Schäd, und wir haben so viel zu komplainen, nicht so? Und in Wirklichkeit, wer sind wir? Doch wir wurden komplainen über die Sache. Wir sind ja gesegnete Menschen. Denkt an, was von großer Segen Gott uns geben wird. Wir sind gesegnet in dem, dass wir ein feines Zustand, wo wir uns versammelt haben, als Gott seine Kinder. Wir sind gesegnet in dem, dass wir können mit der Chor hier anfahren, nicht mit dem Pietenberger auf der Feld. Dass wir mussten 24 Kilometer gehen. So ist einzige Menschen da machen, in Döne. Wir sind gesegnet worden, in dem, dass wir uns zum Morgen können, beim der Spielseite uns gescheit und Bock verlieren. Und dann wacht wir noch dort, dass zum Mittag noch war ein schöner Mittag gegeben worden, und dann noch fast war nur Mittag, und so ist nach Unkas. Es dort nicht ein Sehen, wie viele Menschen machen, du mit vor dich waren, mit einer Mahlzeit den Tag, und viele mit keine nicht mal. Was hungern denn? Was sterben denn, wenn sie hungern denn, wenn sie dort hungern machen, dort darsten? Sind wir nicht gesehene Menschen?
Größer wie gesehene Menschen. Wir sind gesehen in Jesus Christus. Und dort ist nochmal bloß die Edel sehen, die Welt sehen, die kommt erstmal nachher. Dort wie Gott seine Kinder sind. Dort kostet nicht kaufen. Frieden und Leib und Frieden kostet nicht kaufen im Sturm. Dort kostet bloß bei Jesus Christus kriegen. Und dort ist ein Sehen, wenn wir hier Döne von haben. Und zweitens, wir sind Uterwählte. Gott hat uns ausgewählt, seine Kinder zu sein und seine Botschaft wiederzugeben. Dort sind wir alle berufen. Und das nächste, was wir sind von Gott angenommen. Gott hat uns angenommen. Nicht, wenn es sein muss, sondern wenn es uns sehr gelebt hat, dann hat er uns angenommen als seine Kinder. Wir haben eine ganz besondere Fähigkeit bekommen, dass wir sind seine Erbe. Wir haben Aufgabe bei Gott. Wir haben Aufgabe bei Jesus Christus. Und wir sind Erbe, so sagt uns dort das Wort Gottes. Wir sind Menschen, die nicht eine Kopie sind, sondern wir sind Originale. Gott hat keinen Mensch überall gemerkt. Du und ich, wir sind verschieden gemerkt worden und Gott hat uns das dort gemerkt. Wir müssen dort weiter, was wir sind, und was Gott sagt, was wir sind. Nicht dort, was wir leben, was wir sind. Wir müssen weiter, wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen, die von Gott seine Gnade abhängig sind. Ganz. Das sagt uns in Römer Kapitel 4 von 1 bis 5, sagt dort Abraham, lebt Gott, dort ist nicht durch die Worte, sondern durch den Glauben und durch die Gnade Jesu Christi. Durch den Glauben an Jesus Christus. Abraham lebt Gott. Das sagt nicht, Abraham lebt an Gott, sondern das sagt, Abraham lebt Gott. Und dort ist der Unterschied, dort wir sagen, Gott lebe. Was Gott sagt, dort sagt er und dort meint er sie. Und dort sagt uns in Römer Kapitel 1, Vers 17, im zweiten Teil, der Gerechte lebt durch den Glauben an Jesus Christus. Der Gerechte lebt durch den Glauben. Nicht von dem Glauben, sondern durch den Glauben. Jesus sagt, dass wir sind, das, was er sagt, was wir sind. Und nicht das, was wir leben, oder nicht, was die Menschen sagen, was wir sind. Und bleib dort, dass du bist, was Gott sagt, was du bist. Bleib dort. Bleib dort nicht, was die Menschen sagen, was du bist, sondern bleib dort, was Gott sagt, was du bist. Und wenn du dort lebst, dann kann Gott anfangen, die zu nehmen und große Sachen zu tun. Wenn du, solange du dort bist, was die Menschen glauben, was du bist, dann bist du dort, was die Menschen wollen haben, was du tun sollst. Und die Bibel sagt uns, wir können nicht zwei Herren dienen, wir können bloß einen Herrn dienen. Und wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir dort tun, was Gott sagt, was wir tun sollen. Gott sagt, wenn Gott was sagt, er die, dann bleib und du. Kriegst du das Abraham? Abraham hat gesagt, er soll seine Freundschaft und seinen Land und seine Familie verlassen und soll nach dort Land gehen, was Gott am Schaffen wird. Und er verleiht seine Familie, er verleiht sein Land und er geht los. Er geht im Glauben los, er lebt Gott. Du weißt nicht, nicht wenn es im GPS oder im Google Earth oder irgendwo neu sein hat, aus der ein fernes Land wird sein, wo er hinkommen wird, auf wo die Futter sein, auf wo die Felder sein für seine Herde. Er geht im Glauben los, er lebt Gott und er geht. Wenn Gott sagt, dann leib und go. Bleib nicht stehen. Zweifel nicht daran. Die Bibel sagt uns, der Sieger kann seine Stimme. Wenn es Wort ging Abraham los, Abraham kann Gott seine Stimme. Er weiß, wenn Gott redet und wenn Gott nicht redet. Er weiß, wenn dort vom Fleisch wird, vom Feind wird oder von Gott wird. Und dort weiter tun, wenn wir Jesus Christus im Hort haben, wir haben Erfahrung mit Jesus Christus und wir weiter, wenn Gott redet und wenn der Feind oder ans Fleisch redet. Und wenn es Abraham bleibt, Gott, du weißt nicht los. Gott kennt uns und er weiß, wir sind viel besser, als wir uns selbst kennen. Das Ding ist, wenn wir Jesus Christus im Hort haben, dann gibt es eine tiefe Veränderung in uns. Jesus Christus verändert uns und er wird uns umwandeln und er gibt uns dort, was wir brauchen tun. Eine gute Vergangenheit, eine gute Gegenwart garantiert noch keine gute Zukunft. Dort haben wir seine an David, dort haben wir seine an Petrus, wir kennen das seine an Elia,
wie kann das sein, und Judas? Die hadden alle eine gute Erfahrung mit Gott. Sie hatten eine gute Vergangenheit, sie hatten eine gute Gegenwart, aber dort garantiert noch keinen nicht von Erd eine gute Zukunft. Und das dienen mir nicht. Wenn wir Jesus Christus und wie Gott leben tun, dann gehen wir im Glauben Schritt für Schritt vorwärts. Und Paulus sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glaube geholt. Und dort ist ein ständiger Kampf, was wir kämpfen haben als Christen. Dort ist nicht, dass wir, nu haben wir gewonnen, nu siegt du, ich habe unsere Hände unterleise, nu wird alles wahr. Dort ist ein Kampf ständig, Tag für Tag. Tag ut und Tag an, was wir schaffen und kämpfen, dort wir fast bleiben und Jesus Christus nachfolgen. Ich kann dort tun, alles tun, durch dem, was mit Stolz mir gedeiht, Jesus Christus. Durch Jesus Christus habe ich alles tun. Dort sagt uns, wir haben das Beispiel von Mose, aus Mose, das Volk in Ägypten nicht führen, er lebt nicht, dass er das kann, aber Gott gibt ihm die Kraft, die Autorität, die Vollmacht, die Intelligenz, dort zu tun. Er braucht das Volk Israel in Ägypten rüt. Und wir sehen, wie Gott mit Josua wir, Gott sagte Josua, nimm das Volk Israel und bring dort in das Land Kanaan an. Und Josua, ich glaube Gott. Wenn es heute ging und seht, der Verste vom Volk Israel, Gott und sagt, das ganze Volk, binnen 3 Tage wird Gott Wunder tun. Wer wisst, Josua, dass Gott wird Wunder tun, binnen 3 Tagen? Am 3 Tagen wird Gott Wunder tun. So, wenn die nur eingehen und sagen, weißt du was, in 3 Tagen wird Gott Wunder tun. Wer weiß das dort? Wer hat das gesagt? Ja, da werde ich mal aufwachen, was den 3. Tag nach wo muss sein. Ich will nicht mal sein, ich dort lebe. Aber Josua, ihr lebt Gott. Und du weißt, jeder und seht, das Volk Israel, sie sollen sich 3 merken, wenn es am 3 Tagen wird Gott Wunder tun. Und er deut. Wenn es wird, wenn es Josua lebt Gott. Wenn Peter und Abraham und Knalls Gott leben waren, dann wird Gott Wunder tun. Kein Ding, was vernommen du hast, Gott will Wunder tun, aber er braucht, dass wir leben tun an. Wir sagen auch, dass die 12 Apostel rütgingen. Jesus schickte 72 rüt. Und sie kamen 3. Und sie hatten große Wunder. Jesus hat Kranke geheilt, und bei sie erst gedreven. Sie waren bei sie erst der Heilte uns. Und da liegt auch mal für Jesus. Jesus sagt, wir sind ja Fan, sei ja scheinen Geld. Aber weißt du was? Das ist doch gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass jeden Name im Lebensbuch angedruckt ist. Dass die Gott sie nicht kennen sind, das ist das ganz Wichtigste. Und wir können auf Gott vertrauen und Gott wird Wunder tun. Was kann ich nicht tun und woran nicht? Woran kann ich das nicht tun, wenn ich nicht lebe? Wo ist das große Leben der allmächtige Gott, was den Vater ist? Woran kann ich das nicht tun? Wenn ich nicht lebe an Gott. Wenn ich gar nicht glaube, dass Gott das tun wird. Ich kann das nicht tun, du kannst das nicht tun, Gott kann das tun, in die und durch die. Amen. Wenn wir leben tun, Gott kann das tun. Heute, ohne Glaube und mit Angst, bist du, wo du bist. Ohne Glaube, mit Angst, bist du, wo du bist. Wenn du Angst hast und du nicht lebst, bist du, wo du bist. Und das ist nicht, dass wir durch seine Mathe, sondern wir sind nur, wenn wir nicht leben, dass Gott das kann tun, was er tun will. Und Gott, sein Reich, gibt das keine Arbeitslose. Das gibt es keine Jubilados. Das gibt es keine Retirement-Menschen. Das gibt es bloß Menschen, die eine Arbeit haben. Wir waren retired, wenn wir ihr stolz sind. Dann sind wir retired, aber nicht vorher. Und viele Menschen, die geben ab und ich glaube, sie haben nichts mehr zu tun. Der Teufel hat 2 Fälle, was er ganz besonders gesprochen hat, um uns Neue zu kriegen oder uns in seine Heimat zu kriegen. Und eins ist Angst und das zweite ist Mittellosigkeit. Sie da mal gescheit mittellos von dir. Haben mal alles raufhängen. Mal ganz mittellos dann von Bubert unten. Wenn du ankommst, ist, lass alles raufhängen und wies, dass du wirklich, gerastlich, sehr mittellos bist. Und wenn die Menschen, die Frau, was ja dann sagst du ihm, ich bin mittellos. Wenn es wird. Wenn es wird, was mittellos.
No, weißt du, ich habe diese viele Sachen, wo ich kann ja möglich worden. Ich bleibe ganz klassisch möglich. Ich möglich in dort sit. Hab nicht Angst. Gott sagte Josua, in Josua Kapitel 1, Vers 6, hab nicht Angst. Ich Matti. Was wird der Grund, wenn es Wort Josua nicht soll Angst haben, wenn es heißt, Gott sagt, ich Matti. Gott sagte Jeremia, in Jeremia Kapitel 1, Vers 8, hab nicht Angst, ich Matti. Gott sagte die, hab nicht Angst, ich Matti. Du bist hier Jesus Christus sein Kind. Du bist hier Wiedergeboren. Du hast Jesus Christus im Hort. Du fällst hier Jesus Christus noch. Du betest hier Jesus Christus an. Dann sagt er, hab nicht Angst. Ich Matti. Jesus Christus ist mit uns. Hab keine Angst. Kriegen den Worte begegnet ist, in Worte konfrontiert ist, hab nicht Angst. Wo nicht möglich. Mit euch sehr wie möglich. Dort stimmt. Wie sind Menschen? Ich mit euch gerastig möglich. Dann wollt man einmal an, dort möglich sein, das habt ihr ja nicht. Und dann kommt mit einmal einer Hand, der ist gerastig, sehr schaftig. Der redet mit einem, der ist freundlich und schaftig und weiß, was du für jetzt Messwitz von ihnen Welt sich hat. Der steckt die an. Und wir wollen mutig. Wir brauchen einer den anderen ans Müll zu merken. Wir brauchen einer den anderen ans Müll zu sprechen. Wir brauchen nicht einer dem anderen an den Tod zu ran, sondern an dem abzurechten. Du kannst dort deine, was Jesus Christus sagt, was du deine kostet. Und du kostet. Und wir kennen. Möglichkeit, Möglichkeit, dort bringt an sich und wies an sich dort wie und Gott bleibe deine. Woran nicht Angst haben und woran nicht möglich sein. Woran nicht? Gott sagt das ganz klar. Wenn's der Herr, den Gott blieb bei dir. Gott sagt, ich blieb bei dir. Wer? Ich der Herr, den Gott, ich blieb bei dir. Du wenn's, wird wir nicht Angst haben und nicht mehr das vor. Gott sagte Josua, hab nicht Angst. Wenn's Wort nicht, wenn's ich blieb bei dir in allem, was du tust. In Gottes Namen. Ich blieb bei dir in allem, was du tust. Nicht in einzige Sache, was wir tun für Gott, was er mit uns tun oder bei uns tun. Er sagt, in allem, was wir tun, in alles, was du tust, in meinem Namen, in Familie, das wird dir gelingen. Du wirst schlecht haben, du wirst vorwärts kommen. Das ist, was Gott uns sagt, in Josua Kapitel 1, Vers 9. Die Statistik sagt, dass 90% für dort, was wir Angst haben, trifft man nicht an. 90% von der Sache, wo wir Angst für haben, das passiert gar nicht. Wir haben bloß Angst. Wir haben das dort angebildet, dass wir Angst haben. Kriegt der so eine kleine Spann, aber Angst, schrie für eine kleine Steckspann, ich sehe. Einmal nachklingt, ist er tot. Er ist ein Schlange. Er ist ein Tier. Habe Angst. Für irgendwas habe ich Angst, ich sehe. Für Kleinigkeiten, für große Sachen, für irgendwas habe ich Angst. Ganz unnötig. Leib Gott, und du brauchst nicht Angst haben. Leib Jesus Christus, und du brauchst nicht Angst haben. Angst ist dort, was die Teufel braucht, das gegen uns. Das sagt uns in Matthäus Kapitel 14, Vers 27, Jesus sagt, hab nicht Angst, das sie euch. Als der Jünger auf ihrem Wasser vorreiten, und sie sagen mit einmal, und ihr spannst, auf dem Wasser gehen. Und sie hatte Angst, sie schrie vor Angst. Kannte sie Jesus Christus gar nicht? Hatte sie nicht im Vorstand, Jesus Christus nach einer Kontrede hier mit einem Tipp gewasst? Nur Jesus Christus in ihrem Wasser, erscheint oder andere sieht. Und Jesus hätte beziehen. Und sie schreit Angst. Das ist gespannt. Bei der Gäste. Jesus sagt, hab nicht Angst, das sie euch. Dann ist alles ruhig, nicht so? Wenn wir Angst haben, dann schickt Jesus. Dann wird Jesus zu dir sagen, hab nicht Angst, ich sie bei dir. Ich keine Angst haben, ich sie bei dir. Er ist mit uns, und er ist bei uns. Was wir leben, was wir sind, das sind wir. Und Jesus Christus will uns zurückhalten. Und der Angst, die wir löst wurde, wenn wir Jesus Christus alle Wege mitnehmen können.
Nimm Jesus Christus mit. Wo immer du hingehst, was immer du das, nimm Jesus Christus mit. Dann brauchen wir nicht Angst haben. Wenn wir Jesus Christus mit haben, dann brauchen wir nicht Angst haben. So als Gott mit Josua, Gott hat Josua versprochen, ich will mit dir sein. In allem, was du das, ich will du sein, so wird Jesus Christus auch mit dir sein. Er hat das Josua versprochen und er verspricht uns das auch in Matthäus Kapitel 28. Er sagt, ich will bei ihm sein, so lang aus der Welt steht, ich will mit ihm sein. Gott wird tun, was immer er will, wenn wir Leute tun. Und er sagt, ich weiß, was von den Gedanken ich über die habe. So sagt uns dort in Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Ich weiß, was von den Gedanken ich habe, über Jünd, gute Gedanken, positive Gedanken habe ich über die. Und da muss wir weiter. Der Feind hat böse Gedanken über uns. Und er versucht uns, unsere Gedanken wegzubringen von Gott. Aber Gott sagt, ich weiß, was von den Gedanken ich über Jünd habe. Das Wort Gottes, es lebe und aktiv in mir. Bei sehr vielen Menschen ist das Wort Gottes passiv. Passiv meint so viel, du hast das Wort Gottes, du weißt viel für die Bibel, aber das hat nicht in die. Du lässt das Wort Gottes gar nicht weg, du lässt das gar nicht leben nicht sein in die. Das Wort Gottes, es lebe und es aktiv in mir, in uns, in jeder Christ, soll das Wort Gottes leben sein und aktiv sein. Was meint aktiv? Aktiv meint so viel, dass wir dort leben, was die Bibel sagt. Und wenn das so geschrieben steht, dann ist das so. Und wenn das dort geschrieben ist, dann tun wir das so. Kriegen denn, was die Menschen denken, haben nicht Angst. Kriegen denn, wie viele Menschen Gegenstand merken können, wo nicht möglich ist, sondern glauben Gott und tun dort, was die Bibel sagt. Und wenn du dort das, was die Bibel sagt, dann das du recht. Du kannst auch recht tun, wenn du dort das, was die Menschen wollen haben, was du tun sollst. Du kannst auch recht tun, wenn du dort das, was deine Ideen sind. Du kannst auch recht tun, wenn du dort das, was deine Kinder wollen haben, oder deine Eltern wollen haben. Aber wenn du dort das, was die Bibel sagt, dann das du recht. Wenn es das Wort Gottes ist, das inspirierte Wort Gottes, das dem Heiligen Geist. Und das ist die Wahrheit. Und das ist Leben. Das gibt Millionen von Büchern. Es gibt bloß ein einziges Leben, das wirken, das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Da sind alles solche Bücher. Das sind alles solche Bücher, die von Menschen geschrieben sind. Das einzige lebende Wort ist die Bibel. Und da haben wir uns Faustteile und da haben wir Bücher. Das sagt uns im Psalm 119, Vers 5, dass Gott sein Wort ist ein Licht offenbart für mich. Das dacht uns, das wiest uns. Wenn er sagt, das ist ein Licht für uns war, dass wir sein nicht können, wo wir gehen, dann ist das erstens, dass wir nicht eins für jeden pflegen, oder mit anderen wird gesagt, dass wir nicht eins für einen Sinn drehen. Und zweitens, der wiest uns den Weg zum Himmel, zum Vater. Der wiest uns den Weg, wo wir können zum Himmel kommen. Das ist der einzige Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das einzige Wort, was uns sagt, wo wir können zum Himmel kommen. Das sagt uns nicht der Koran, das sagt uns nicht die Mormonen, das sagt uns nicht die Jehovas Zeuge, das sagt uns die Bibel. Dort ist ein Licht auf dem Berg und der wiest uns den Berg zum Himmel. In Josua Kapitel 1, Vers 8 sagt er, das Wort Gottes bringt uns Erfolg. Das ist was das Wort Gottes uns bringt. Das bringt uns Vorwärts. Das sagt uns in Psalm 107, Vers 20, Gott merkt uns durch sein Wort gesund. Durch das Wort Gottes, wo wir sind, das Wort Gottes merkt uns gesund. Durch sein Wort. Das sagt uns in Jeremia Kapitel 15, Vers 16 bei, Gott sein Wort ist uns eine Freude in uns Hort. Merkt uns froh, merkt uns schaftig, merkt uns glücklich, wenn wir das Wort Gottes haben. Glaubt das Wort Gottes und glaubt Gott. Glaubt das Wort Gottes und glaubt Gott. Amen. Wir können uns diese Satz sehr leicht auswendig lernen. Gott ist das, was er sagt, was er ist. Und dort haben wir uns immer weiter sagen, Gott ist das, was er sagt, was er ist. Kann ich das tun? Oh, wenn Gott gesagt hat, Gott ist das, was er sagt, was er ist. Und die Bibel sagt uns, Gott kann dort tun, was er sagt, was er tun kann. Wenn er dort tut, was er sagt, was er tun kann, dann tut er dort. Ich sehe das, was Gott sagt, was ich sehe. Nicht, was die Menschen sagen. Nicht, was die Menschen denken, was ich sehe. Ich sehe das, was Gott sagt, was ich sehe. Ich sehe stark durch dem, was mich stark merkt, Christus. Und fünftens,
dat Wort Gottes als leven en actief in mij. Amen. Dann holen wir beten. Lieber Gott vor dem Himmel, wir loben dich und wir preisen dich, dass wir dich Leute kennen. Dass wir dich kennen beim Wort nehmen, dass wir dort Leute kennen, was du uns in deinem Wort durchgeschrieben hast. Wir danken dir, Jesus, dass das Wort Gottes, die Bibel, es von deinen Heiligen Geist, durch deinen Heiligen Geist inspiriert und geschrieben wurde. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dankeschön, dass du uns Leben ja ein allmächtiger Gott bist, dass wir vorstellen können an dich, dass wir an die Leute kennen, dass du das bist, was du sagst, was du bist, und dass du dort drin kommst, was du sagst, was du drin kommst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dort sind, was du sagst, was wir sind. Und ich danke dir, Jesus, auch, dass du uns stark machen lässt, durch dich, durch deine Macht, durch deine Kraft. Und ich danke dir, Jesus, dass wir können dein Wort annehmen als Leben jetzt, ein aktives Wort Gottes in uns. Herr, ich bitte, dass du uns magst führen, dass wir färber kicken auf dich, dass wir uns nicht von Menschen möglichst merken, anängsten, sondern dass wir festhalten und die auf dich kicken und dass dein Wort uns ein Licht sein auf dem Weg, dass wir vielleicht den Weg gehen, den Weg, was du gemerkt hast für uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir dann sicher am Ziel ankommen, wenn du bist, was uns führt und lädt und wiest den Weg, wo wir zu gehen haben und wo wir können ankommen. Und ich bitte, Herr, dass du uns alle sehen, durch diesen Tag, dass du uns führen lässt, dass wir können dort tun, was dir ehrt, was dir gefällt, wo du einen Gefallen an hast. In dem Namen Jesus Christus. Amen.